Wat zijn de drie lenissen wat de Welt ons zijn dat van geld en haben geht? In Lukas Kapitel 12 vertelt Jesus die Gleichnis von den Rikja Schosel. Jesus ist der Mann, eine Gruppe Menschen, und einem Schrift eine Person rief, Jesus, sei zu meinem Bruder, dass er soll mir mein Pot geben von mein Aufgaut. Und erstens sagt Jesus, dann wäre sein Akt dort entschlühen. Und zweitens geht er in das Gleichnis nennt, um die Menschen lernen von Geld und von Reichtum. Jesus vertelt von diesem Farmer, wat zo'n grote arend had, hij had niet spikkers groot genoeg om deze arend aanbrengen. En deze farmer die neemt zich veel, oké, ik wil mijn spikkers stoel rijden, ik wil gratis spikkers spelen, ik wil de arend aanbrengen. En ben ik zijn zo klug geweest en ik heb zoveel kracht, en dan wil ik me de loon schijn gaan, ik wil eten, ik wil drinken, ik wil mijn feiten am stoel opzaan, en ik wil me de loon schijn gaan. En dan zegt God zu diesem farmer, die Rikja Schosel, van deel krijg was du dein Leben verlieren. Und so, da hielt sich noch hängig, bei Jesus proefde te leren. Und erstens, iets is immer aardig. Entweder dat iets wat een andere persoon heeft, dus das Bruder wat, of das man wat een Bruder hat, wat er aufgehouden hat, hij iets even wat een andere persoon hat, oder ook iets met wat ik zelf heb, wat ik mij zelf opgeschaft heb. Iets is immer aardig. En dit beeld, de Gleichnis, dat drie lenissen erwähnt van wat de Welt ons zijn dat van geld en haben geht. Lenis Nummer 1 ist dort, wenn du Geld hast, dann wirst du sicher sein. Und so das ist ein Lenis, wo die Welt uns sagen darf. Und wenn du Geld hast, dann kannst du vielleicht ein stärkeres Haus bauen, eine gerade Wohnung bauen und du wirst sicherer sein. Aber eine interessante Ding ist, mal Menschen, wenn die mehr Geld haben, die fühlen sich doller unsichtbar, weil nie haben sie wirklich was sie können verlieren. So das ist Lenis Nummer 1, und die wollen sicher sein, wenn die Geld haben. Lenis Nummer 2, wo die Welt uns sagen darf, wenn du Geld hast, dann wirst du Kraft haben. Nu ja, Geld bringt en wässert Kraft in diese Welt, aber du kannst danach kriegst so leicht die Kraft verlieren oder Geld verlieren und alles verlieren, was du hast auf der Welt. So das gibt dir nicht Kraft in Zeit ever. Und die dritte Lenis, was die Welt uns sagen darf, von Geld und haben geht, ist das Geld, was dir einen Wert geben. Wenn du Geld hast, dann wirst du inswem wichtig sein, wo Menschen wollen abzukriegen, Ramadan. Aber was soll wie von diesen drei Lenissen? Was die Welt sagt, das kann bloß das Geld tun, ist wirklich, was Jesus sagt, das kann bloß Gott tun. Gott ist der Einzige, der uns Sicherheit geben, Gott ist der Einzige, der uns Kraft geben, und Gott ist der Einzige, der uns einen Wert geben. Gott sagt, ich habe die eingeraubt, ich habe die Guven gegeben, du bist gewählt, du bist geläuft, und ich will die bringen zum Unterschied mehr in der Welt. Und Gott sagt, ich will euer Leben taupen mit dir. Und so Gott gibt uns ein Wert, Gott gibt uns Kraft durch den Heiligen Geist, und Gott gibt uns eine Sicherheit, wenn wir wollen erreichen, dass wir in einer vollen Welt wohnen, und wenn wir hier angebracht wurden, wir wollen danach euer Leben haben mit am Top und Himmelreich für alle Ewigkeit. So, wenn wir nicht in diese Lenis nennen wollen, dass das ist, was die Welt uns kann anbieten, in Wirklichkeit ist das Einzige, was Gott uns kann anbieten. Und wenn wir nicht jetzt in uns Hort haben, wenn wir nicht jetzt in was andere Menschen haben, oder was einer selbst hat. Wenn ihr das Video hast, gleich, weil ich like auf auf Facebook, subscribe auf YouTube, check das Video ran mit einer Freundin und Familie, und wir sehen uns nächste Woche.